Guten Morgen. Wenn ihr in der Bibel mit habt, da öffnen Reema Kapitel 5, wo von der so mal ganz ein Titel drüber sein. Ich kann vielleicht andere Versen bei uns nehmen, aber wenn ihr updaten zu Kapitel 5, dann weil ihr kann mitlesen. Weil wir euch nach Top beten, wie in Gott sein Wort nachgehen. Vorher wir sagen die Dank für das Marius, dass du uns hast, den Wort gegeben. Wir danken dir, Herr, dass du uns von den Heiligen Geist gegeben und wir freuen, Herr, dass du von das Marius wirst und unsere Harten der Arbeit dann wird fehlen, dass wir den Wort wollen hören und annehmen aus von dir. Wir danken dir, Herr, für was du wirst tun, durch Jesus in Namen. Amen. Reema Kapitel 5. Die Frau, wo ich für das Botschaft den Titel als Fräd mit Gott, ist das mäajlich. Und hier denken wir vielleicht an, wenn wir in das Leben durchgehen, dann wir haben Dinge an uns Hort, was uns arg merken das. Und wir kicken wir die Dinge nur an, als wenn wir Frieden haben mit Gott, dass wir die Dinge dann vielleicht nicht wollen haben. Und ich glaube, von der Smart, wenn wir durch das Kapitel gehen, dass wir wollen können verstehen, was das wirklich ist, woran wir können Frieden haben mit Gott und was das schaffen das. Und die erste Vers sagt, Als wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So viele sind auch nicht wie viel von, oder hier wie viel von, dort bloß durch Jesus, dort heute über alles stundet und dort bloß durch kommt, und dieser Vers sagt, war kriegt das selber. Das sagt, durch den Glauben sind wir gerecht geworden, und wenn was Jesus tut für mich und die, durch Glauben an dort, dann habe ich Frieden mit Gott. Und ich kann bloß durch Jesus. Eine ungläubige Person, oder eine unbekehrte Person, die ist, wo man vielleicht kann sagen, ist ein bisschen, wenn der im Krieg ist mit Gott. Wenn Gott ist heilig, und du hast nicht ein Ding in ihm, was nicht gut ist, und wenn wir uns nicht bekehrt haben, dann hast du nicht ein Ding in uns, was gut ist. So die beiden sind dann in jeden da, die sind jeden einen anderen. So eine Person, die nicht Jesus Christus auf angenommen, die kann nicht Frieden haben mit Gott. Das ist nicht mäajlich, dass die kann Frieden haben mit Gott, wenn sie nicht Jesus Christus angenommen, wenn die kann bloß durch an. Aber die Person, die Jesus auf angenommen, sagt, ich gebe dir die Frieden durch Jesus. Das sind ein paar Versen in Jesaja 48, Vers 22, 48, Vers 22, der sagt, ein unbekehrter Mann, wo wir vielleicht kann sein, oder so eine, was bei sich driven tun, oder was nicht gut sind, so eine Person kann nicht Frieden haben mit Gott. Aber 32, Jesaja 32, 17, der sagt, die Arbeit, was Jesus dann tut an mir, die Gerechtigkeit, was er uns geben hat, dass wir jetzt lesen deuten, wir sind gerecht geworden, durch dort gerecht geworden, durch Gott, haben wir wirklich Frieden. Es ist nicht so ein Ding, was du kannst, genug Dinge tun, was gut sind, oder so wie das Frieden haben mit Gott, ich kann bloß durch den Glauben an Jesus Christus. Der nächste Vers sagt uns, durch den uns der Weg aufging, nur die Gnade, in der wir stehen. Und wir freuen uns in der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Wir haben wirklich, von dem, was Jesus am Kreuz gestorben wird, haben wir das eine offene Idee, um Gott zu kommen. Für das, wenn ihr dort denken, dass wo der Schrift uns beschrieben hat, wo das den Tempel wird, da wird ein großer Gardin, was für die Stufe hängt, was sie nahe der heiligste von heiligen Stufen. Da wird, wo die Ark ban stund, Ark of the Covenant. Und du bist, sagt er, du bist wird Gott, und du dort mit seinen Menschen, du dort begegnen. Und einmal das Jahr kann der Hohenpriester dann kommen, aber einmal das Jahr, und wenn er sich selbst hat reingemerkt, mit all den Dingen, was er muss tun, wenn du eine Person nennen willst, was sie würden sagen, was das eigentlich du für ihn bekehren, man kann sagen, ein Weltmensch, oder ein Heid, oder ein Griechen, oder was immer, sondern was nicht güten werden, wenn du willst, sein anzukommen, die werden plötzlich sterben. Nicht mäajlich für ihn vor Gott zu kommen. Schafft euch.
Die Israeliten, die können bloß durch den Hohenpriester, und das war dann einmal das Jahr. Und andere Menschen können nicht mal dich bekommen, wenn dann sterben sie. Das schafft nicht. Und als Jesus an den Kreuz hängt, das heißt sterben, das sagt der Schrift, wenn wir lesen dann in Lukas 23, meist am Ende von dem Kapitel, da sagt, dass als er sterben, das reiht der Gardin von boven bis unten in zwei. Dass der Stoff ganz aufstehen, dass wir ihn nennen und können. Jesus mögt den Weg auf für mich, die das eigentlich nennen können. Das ist dann für all die, was nicht Juden sind, auch gemeint, und das sind es auch in du, dass wir dann wirklich kein vor dem Futter kommen, wegen was Jesus tut für uns. Wir stehen, wie es der Fall sein, dass wir stehen in der Gnade. Jesus mögt den Weg auf, dass wir in der Gnade stehen, und dass wir die Hoffnung haben. Diese Hoffnung ist anders, wenn wir nicht sagen, ich glaube, wir wollen glücklich bei uns kommen, oder ich glaube, das schneit mir nicht, oder was immer. Diese Hoffnung ist, was fastet, was gesagt ist, was eigentlich uns kann ganz abvertrauen. Diese Hoffnung haben wir, dass wir in der Gnade stehen, dass wir der Herrlichkeit wollen sein. Als wenn du in König zu den Tiden, du kannst keiner vor den König kommen, bitte am Wort gekriegt. Wenn wir proben, schwimmt das vor den König zu kommen, ohne dass der Arme oder Arme gekriegt wird, dann wird er dort gemerkt. Das schafft euch, dass sie können ohne Freiheit oder ohne Frauen oder ohne gekriegt sein, vor den König zu kommen. Und bitte ist es mit dieser Stufe, wo der allerheiligste Stufe, du kannst bloß, der Hohenpriester nahm bloß zu der Zeit, wo er reich wird, das keiner können nennen. Nu ist diese Gardin abgetrennt als für mich und die, hat Gott, der König, hat nie gesagt, für mich und die, wie kann du nennen kommen? Erst wird es nicht mäajlich, das zu tun, nu sagt er, nu kann wir nennen kommen. Und wegen das, kriegt es von den neuen König, wenn ein von seinen eigenen Kindern vor ihm kommt, bloß sie hat eine Freiheit, das zu tun. Und der gute Nachricht ist, ich und du, wenn wir uns bekehrt haben, wir sind dann ein Sohn oder eine Tochter von dem König. Wir sind erlaubt, vor den König zu kommen. Der zweite Part von dieser Vers sagt, dass wir die Hoffnung haben, seine Herrlichkeit zu sein. Das ist eine herrliche Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, wo wir sagen, vielleicht haben wir das sein, ich freue mich, dass wenn ich erst ewig sterben, dann in der Ewigkeit nehme, ich hier aufsterben, dann war ich Gott, Jesus in seiner Herrlichkeit wirklich sein. Das ist eine herrliche Hoffnung, wo er meint, wir wollen das kriegen, was der Versprechen ist. Erstlich, Gott hat den Weg abgemerkt mit Jesus Christus, was für mich in die Sterben, dann sagt er, wir können vor ihm kommen. Wir können nicht vor ihm kommen, wenn wir Sinn in uns haben. Das war der Schaffen mit der allerheiligsten Stufe. Wenn der Hohenpriester will ankommen, hat sich noch nicht selbst gereinigt, das schafft nicht. So nu wenn er das nicht kann, dann Jesus starb von den Kreuz für mich und die. So nu hat er für all die, die den annehmen, dann, nu hat er uns reingemerkt, uns den Sinn verjeft, dass wir kann vor ihm kommen. So sein Sterben an Kreuz hat uns, was einmal hängen ans Lehen dort, was wir belebt haben, als das von Herrn ausgestreckt, aufgelascht, als von der Gott ist. Wenn du hast Jesus angenommen aus deinem persönlichen Heiland, dann hat er deine Schuld ausgestreckt mit dem Blut von Jesus. Und wenn er dort hat getan, nu kann wir, so dass nu, dat vor ich merke, was wir belebt haben, dort nu hängen uns, das der Apostel Paulus sagt, der vergeht, was hängen mir ist, und er kickt vorwärts, nicht den Preis. Wenn was Jesus tut, hat er dort, was hängen uns legen, der ausgestreckt. Und dort hat uns nu von der, wenn nu hat er der aufgemerkt, dass wir kann nur ankommen. Und das ist eine herrliche Hoffnung, sagt, nu hat er dort vorher gemerkt, was wir noch kriegen sollen, was noch in der Zukunft ist. So mit dem, was Jesus dort hat, er das ausgestreckt, was hängen uns wird, der aufgemerkt, wie kann ankommen, und das er gemerkt, was noch kommen soll. Das ist eine wunderbare Frage, wenn wir uns die ein bisschen studieren dann. Und das ist das Leute sagen, dass ich mich nicht prüfen mit irgendwas, was ich kann tun. Wir können uns nicht prüfen damit, das ist nicht annehmen, die wir uns kann prüfen damit, dass wir können sagen, dass ich sie mit Gott gekommen bin, einfach was die Salz getan hast. Das schaffe ich, wir können uns niemals nicht prüfen damit, kann niemals nicht pochen damit. Aber was wir können tun, ist uns pochen damit, wer uns Jesus ist, was er hat getan für uns.
dass wir dadurch angereicht sind und dass wir seine Herrlichkeit wollen können und Teil annehmen, wenn wir schon in den Himmel kommen. Vielleicht ist es, wie wir nicht daran denken, Beruf mit tun, dann das vielleicht nicht reicht, das wird zerbrochen, aber wie kann uns der Beruf mit tun, was Jesus getan hat? Er hat uns gut gesagt, wenn wir nicht gut wären, er hat den Weg abgemerkt und er hat das vorig gemerkt, was noch kommen soll. Wenn er das niemals nicht können tun. Hier können wir uns Beruf mit tun. Der nächste Vers sagt, aber nicht bloß dort, wir sind hier auch froh, wenn wir Lieden machen. Weil wir wollen, dass wir durch Lieden lernen, geduldig standhaft zu sein. Standhaft sein baut unseren Charakter ab und dort wirkt in uns Hoffnung. So wie hier in Grutz sind wissen, was der Lieden tun. Jan Klussen, mein Onkel, der mit in seinen Arm, und das soll 5 bis 6 Stunden das fixen, so dass nur so verbrechen. Und das ist gut ausgefallen und das zu quälen, aber das wird nur noch eine Zeit dienen, dass das was ausgehalten sein. Und seine Frau, meine Tante, hat lang gelitten wegen Gesundheit und so. Und jemand denkt dann so, warum? Warum ist hier sind, dass wir Lieden machen, nicht? Hier sagt das, wir sind froh, wann wir auch lieden, das ist eine Ursache dahinter. Und wir lieden nicht vergebens. Wir lieden nicht wegen Gott, der uns strafen. Wir lieden sehr fern wegen Gott, der uns tragen, nur Gott. Gott tut das nicht. Er kann nicht bei sich tun oder Sinne oder irgendwas. So, wenn wir begonnen, was von Sonntag als fern wegen der Entscheidung, was wir gemerkt haben in unserem Leben, nu gehen wir durch was Dinge machen wir lieden, und das nicht gemerkt haben, uns von Gott wegdrehen, aber das uns am tragen das. Wenn du mal sagst, lernen wir geduldig und standhaft zu sein, und wenn wir lernen, geduldig und standhaft zu sein, sagt das wirkt in uns der Hoffnung, dass wir können sagen, was die bessere Zeit wird sein, wenn es kommt. Das Lieden, das nicht gegen uns schaffen, das actually in der Wirklichkeit das für uns schaffen. Das ist gut, wann es nicht gut geht. Zu der Zeit, was Paulus hat geschrieben hat, das Wort, was er gebrochen hat, ist ein bisschen wenn dasselbe Wort, wenn sein der Triebsaltit. So am engen Welt sein sie, was der Triebsaltit kommt. Dasselbe Wort, das meint bloß eine schwere Zeit. Vielleicht eine Zeit von Leiden. Das Wort, was er gebraucht hat, der Triebsaltit hier sein, was Paulus gebraucht hat, das meint, ist der erste Mal den Wert oder Hova oder so, uit de Schal uitkielen en hadden een grote beetje halt. We van halt gemerkt, hadden meer spijkerste baan, dus nee, of weet niet wat alles waar je gebruikt hebben. Dan leren ze dat alle aan en dan de boven ram klappen, maar dat zoet ik de oing weer eruit vallen. So de ganze stuur, de ganze plant, die wordt ganz vernicht. En ze bezagt, de kinderen vallen de alle eruit, als ze zoet ik de oing alle en als ze draaien en dan kan ze er brukken voor wat te veel net. Dit is wat er passieren dat in mijn dien leven. Wann wir durch Dinge gehen, die nicht schein gehen, das ist ein Plan, was ganz vernichtet, sodass dort Geld zu können rückkommen, was zu brauchen ist. Und wir haben viele Dinge an uns, weil wir sagen, schön, vielleicht, weil wir uns abgeschlafen von der Welt. Und das ist nötig, dass die Ferien liegen, dann, sodass Gott dort kommt von uns rauf, sodass wir brauchbar sind für ihn. Und anstatt wir sagen, dass eine sehr schlechte Zeit ist, wenn wir nur kicken können, sagen, Gott, der merkt mir reid. Was will er von mir, wenn er merkt mir reid? Wenn du den Weg nur kicken, dann kann wir wirklich, dass das der Fall sein, dann kann wir froh sein, wenn wir leiden, wenn Gott der merkt uns reid. Und der da, was brauchbar ist, zum Sein merken, und das ewige, was nicht gut ist, das kann dann aufbrennen und ab dem Messklappen abgeschmiert, oder was immer sie richtig getan hat. Aber das ist gut für uns, wenn wir den Weg kennen, nicht kicken, wann wir leiden, dann können wir wirklich froh sein in der Zeit, wenn wir weiter nach Gott der schafft, was gut ist. Und dann wieder sagt er, der Hoffnung, was wir uns dann lernen dadurch, vielleicht der Hoffnung lässt uns nicht zu schauen wollen, weil es uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Gott seine Leib in unsere Horten geguten ist. Was wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns und Gott löst zu der rechten Zeit. Du würdest schwor wer für ein gerechter Mann sterben, doch für ein guter Mann, ein guter Mensch, möchte das wer sich wer untersterben. Aber Gott weiß seine Leib doaren, dass Christus für uns starb, aus wie noch Sinda, wieren. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt in das Buch, wenn
Wenn wir das reich verstehen können, dann können wir sagen, dass Gott wirklich alle Dinge, die arbeiten für Gott in unser Leben, und das war, wenn wir das 8. Kapitel noch mehr davon lernen, aber wenn wir diese Versen verstehen können, dass wir haben noch nicht eigentlich unterbeiden, wenn Gott uns kicken, dass wir bloß sehen, was er sagen wird, wie wir ein schwacher Mensch, ein sinnvoller Mensch, und Gott sagt dort für Gott an, weil wir uns nicht halten können, dass in der ersten Vers sagen, dass wir uns nicht selbst halten können. Dann kam Jesus. Und diese Vers kann ich versuchen, zu halten nehmen, wenn sie denken dann an, wenn ein paar Einheiligen sind, was sie nicht einig sind, sagen sie, wer soll dann der Erste sein, wer jetzt die Dinge tracht merken? Aber wenn wir gucken, was Jesus sagt, dass wir nach nichts Gott in uns haben, heute wird der starke Mann in das Bild, heute kommen tracht merken mit uns, als wir nichts Gott haben unterbeiden. Wenn du ein Trouble hast mit Freundschaft oder eure Partner und so weiter, mit dem, was du gleich, was der starke ist, oder Jesse ja ist, oder Weise ist, als das ab der Deut haben in der Hand übertragen sagen, wer wir das recht merken. Das ist, was Jesus sagt für mich und die. Der sagt in Sprecher 13, Vers 12, eine Hoffnung, die sich vertragt, merkt einem krank. Hier meint er, wenn wir bloß eine Versprechung haben, und wir kriegen never nicht was das zu sagen ist, dass das kommen wird, in uns arbeitet das so viel, dass unsere Nerven anfangen, wir waren krank, wenn wir lernen, wir wissen nicht, wo das stundet. Er sagt hier, in der 5. Vers, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, dass wir ein Tecken an uns haben, dass er uns einen hat, aber er sagt, Gott seine Leib, dass er seine Leib in unsere Herzen nennt, und dass wir wirklich was von ihm wollen haben, über die Zeit, was wir lernen, dann, dass wir wirklich ein Tecken haben, dass wir was wollen an uns haben, dass es eine Antoolung wird, für was noch kommen soll, dass wir nicht gebrochen lernen, für eine Hoffnung, was wir never nicht können teil annehmen oder überhaupt sein kann. Der Fall ist, dass der wirklich wird im alten Schrift geschrieben ist, dass wirklich dort von seinen Leuten genommen in uns nennen gegoten. Das ist nicht bloß, dass ein Bild ist, von was das sagt, der wirkliche wird, was die gebraucht werden, für das wirklich dort von seinen einen Leuten genommen in allem ein bisschen von seinen Leuten nennen, und wieder wenn kann fallen, wo sich das fallen wird, wenn der wirkliche Leib wird. Dass wir nicht dürfen, ohne Hoffnung, ohne wirkliche Hoffnung, dass wir nicht brauchen lernen. Wenn wir gucken dann in der Galaterbrief, diese Schrift von, was alle Frucht ist von den Heiligen Geist, was die Tecken sind davon, wann du den Heiligen Geist hast. Er fängt an mit der Frucht von den Geist, das ist Leew, dann Fräd, dass wir uns kein freien, was wir haben, und auch, dass wir Frieden haben im Hort mit Gott. Das ist, was der Heilige Geist an mir und die schaffen, dass wir können mit voller Hoffnung lernen und froh sein dabei, wenn das Leiden kommt. Bloß weil du eine wahre Person bist, hast du bekehrt, das meint nicht, dass die Leiden nicht alle was im Stich stoppen. Sie haben lernen vielleicht sagen, nicht, was alles gut sind für die, wo nicht schlechte Dinge meinen, die kommen, wenn du hast die bekehrt, nicht, was alles gut sind, das ist nicht, was der Schrift uns lernt. Er sagt, die Dinge wollen die Wegen kommen, aber nicht kann wir froh sein, in der Wegen Gott in uns wirken, was er dann fehlen hat. So will es dort alles so ist, sagt die 9. Vers, wo viel mehr dann, nur dass wir durch sein Blut sind gerecht geworden, wo wir durch Arm von Gott seinen Euer verschont blieben. Als wir nach Gott seine Feind wären, werden wir durch seinen Sehen, sein Daut mit ihm versöhnt. Und nun, dass wir gerat sind, wo viel sicherer wir uns die Erfahrung doch sind, weil er in uns lebt. Wir werden die Zeit weit auf von ihm. Er sagt, wo viel mehr nu dann, der Port von Gott in uns ist, wir lesen gerade, er hat wirklich in uns nennen von seinem Heiligen Geist gegeben, und seine Leute in uns nennen. Er sagt, wo viel mehr dann, sind wir nu dann nicht gerecht geworden durch sein Blut, und von seinem Euer verschont.
wenn der Gerechtdag kommt, wann der wird kommen, all die, was die wahre geboren sind, was Gott wirklich in ihr Hart hat, dass sie hier sein, die stoppen den Struf aus dem Stich, das heißt, wir wollen von seinen Euer verschont. Das wird Gott sein Wort sein, wir wollen nicht denselben Gerechtdag beleben, als was Ungläubige tun. Wenn er sagt, wir wollen verschont bleiben von seinen Euer. Willst aus heute willst eigentlich noch Sinda werden, als für uns sterben? Willst er uns alles geben, als wir noch in Sinda werden? Er sagt, wo viel mehr dann? Können wir uns nicht sicher sein in der Radung, was er uns gegeben hat. Nu willst wir am angenommen haben. Das ist ein wunderbarer Brief. Wenn ihr irgendwas aßt, was ich vielleicht ein bisschen wo sich eher gehen da und die denken, wir noch mit mehr davon gleichen Gent. Ich gucke, wenn ich an aller Tüsten in der Bibel, brück was Tieten studiert, das ist ein sehr wertvoller Brief. Wenn Gott uns hat wirklich geraten, als wir noch seine Jena wären, wie viel mehr nu nicht hat er gaudet für mich, die nu willst wir am angenommen haben. Das Neue Testament ist ein bisschen so, wenn du nu für deine Familie wirst ein Will geschrieben. So, die wirst nu sagen, okay, ich alleine, oder wenn wir einen Partner haben, können wir sagen, wir haben uns nu bestimmt, unsere Kinder, oder wie immer das, was die alle kriegen wollen, wann wir hier schwach sind. Das ist ein Bild, was das Neue Testament ist für mich und die. All die Dinge, was hier die Versprechen, was hier ben sind, die Gunmutter erfallen, willst Jesus gestorben ist, er ist hier nicht mehr. Da wird alles erfüllt in Arm, so das Will oder das Testament, was er geschrieben hat, für mich und die, was wir kriegen wollen, schafft nu, dass er erfüllt werden will, er ist aufgestorben, er ist nu bei dem Führer, seit du eine rechte Seite, und nu kann er alles aus von sich schreiben, uns lernen. Und wenn er uns dort versprochen hat, dort all die, was seine Kinder sind, hat er die Säuligkeit ausdauern und gibt jedem ein Platz dort. Wenn er das gesagt hat, und das wird ausgeschrieben, euer in die überhaupt glauben deuten, und als er erst gestorben wird, dann wird das gibt das in dem Testament, wo wir von lernen, dann gibt das in der Kraft, dass er kann so ausfallen, was er beschrieben hat. Wenn er niemals wird, wenn er bloß gestorben wird, niemals frisch abgestoßen, dann würde das ganze Neue Testament noch nicht mein für mich. Dann würde wir den von der Bücher nehmen, aufstrecken und sagen, hier ist nicht bei, wenn es nicht passiert, was der soll. Dann hat er keine Kraft hängen, sich über er starb für mich und die, er erst bei dem Fuhrer seine Rechte sieht, er hat den Helden jetzt gegoten. Gott hat seine Leben an Horten gegoten, dass es sein, dass nur als hier Kraft bin, und das war, und ich habe uns 100% abverloren, was Gott gesagt hat, was soll passieren. Wieder in der 11. Vers sagt er, und nicht bloß das, wir sind auch Frau in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung gekriegt haben. Die Versöhnung als Mittelalter, das wo man vielleicht kann sagen, wir sind eint geworden mit ihm. Jesus Christus, Gott sein Sehen, als er gestorben wird und abgestanden, nu, da wir teilnehmen an was ihm versprochen wird, er sagt, wir wollen mit seiner Herrlichkeit teilhaben, wir wollen mit ihm mitaffen, was ihm treffen wird. Wir sind versöhnt mit ihm, wir sind eint geworden mit ihm, wir sind mit ihm taub, eint von Gott seine Kinder geworden. So, was Jesus versprochen wird, das Himmelreich, was er kriegen wird und was er alles verorben, das meint dann für all die, was Jesus angenommen kriegt, dasselbe. Wenn wir wieder gehen down in den 12. Vers, ich will hier nicht mehr die Versen lesen. Sag ich, so als durch einen Mensch, ich werde hier immer reden von einem Mensch, oder einer Person, oder Arm, oder dem. Er sagt hier, so als durch einen Mensch, der Sinn in der Welt ankommt, und durch den Sinn der Daut, so hat sich der Daut über alle Menschen gespreut, will sie alle sinnen. Der Sinn wird in der Welt, euer das Gesetz gegeben wird, aber euer das Gesetz kein wird nicht, dort wir bestimmen können, was sind wir. So ist doch wir, der Daut herrscht von Adam bis Moses, sogar war der nicht kriegt, sich sinnig haben als Adam.
Hij wird ein Aufbild von dem, der kommen soll. Aber mit Gott seine Gnade, die er uns schenkt, ist das nicht so als mit Adam seine Sinn. Wenn durch einem seine Sinn, die dort überfällig heim, dann wird Gott seine Gnade so viel geraten. Dass durch einen Mensch, Jesus Christus, durch Gott seine Gnade Vergebung zu haben ist. Und mit der Gabe ist das nicht so, als mit dort, was durch dem kam, der du sündigt. Weil nur eine Seed haben, kommt durch eine Sinn dort gerecht. Dort du verdammt. Aber nur andere Seed haben, bringt die frie Gnade die Rechtfertigung für viele Sünden. Durch Adam seine eine Sinn herrscht der Tod über allem. Aber da sich Gott seine Gnade, große Gnade und Gerechtigkeit schenken lassen, sollen im Leben durch Jesus Christus herrschen. So ist durch einen Mensch seine Sinn der Verdammnis über viele Menschen kam, genauso kam durch einem seine Gerechtigkeit der Rechtfertigung für alle Menschen. So ist durch einen Mensch sein Ungehorsam sein viel zu Sinda werden, so werden durch den einen sein Gehorsam sein viele gerecht gemacht. Das Gesetz wird gegeben, dass der Sinn mehr für den Tag kommen soll, aber wo der Sinn teilnimmt, wird immer noch mehr Gnade. Dass so ist der Sinn im Tod herrscht, geruht so soll die Gnade und Gerechtigkeit durch Jesus Christus, unseren Herrn, zum ewigen Leben herrschen. So das ganze Part hier so von Vers 12 bis 1 redet hier bloß der Vergleich, wo Adam ganz am Anfang von der Welt einen Sinn begonnen hat und durch den einen Sinn alle Menschen nur unter denselben Straf wieren. Gott sagte Adam, so schwinn als je wollen von dort eten, was je nicht sollen, wollen je wirklich sterben. Und wenn er heute einen Sinn begonnen hat, er braucht nicht viel Sinnen begonnen, dort er sterben hat, und er starb nicht plötzlich, nicht kurz, aber wenn er heute einen Sinn begonnen hat, war den Baum, was das Leben bringt, du weggenommen und dann wird aus der Paradies Gott einen Rüt gesagt. Wegen einen Sinn. Bloß wenn er nimmt von dem Baum, was er nicht soll nehmen. Wenn er dort einen Sinn braucht, all uns unter dort Sinn in Leben haben, dort ein Ding, was Jesus tut, an den Kreuz gestorben für mich, die dort eine Ding, was er tut, bringt all uns Tränen Gott. Ich weiß nicht, es geht ein paar Mal sagen, wo viel mehr, wo viel besser, wo viel geraten. Der eine Sinn, was Adam begonnen hat, einmal denkt, wie vielleicht so, wo ist dort fair, dort Gott das, all uns unter den Sinn sahen, wenn Adam auf einen Sinn begonnen. Wenn ich die uns selbst ein bisschen unter dann, wo leicht, wo schwer, wo jung wirst du vielleicht, wo die denken, dass die den ersten Sinn begonnen hat. Die sind nicht später. Wir sind nicht unter Straf, wegen Adam hat einmal gesündigt. Wir sind unter den Sinn nicht, weil wir Sinda sind. Wir sind Sinda, weil wir Sünden tun. Und jeder ein von uns, das wir in den Kapitel lesen, denn wir fragen kalt über was wir bei Gott sein sollen. Nicht ein von uns kann auch besser merken, was Adam hat. Und wenn Gott nun nicht hat, wenn er nicht gesagt, du kannst nicht von dem Baum nehmen, und er deut, und wenn Gott dann sagt, okay, dann wollen wir nur bloß den schlechten Baum der Rücken nehmen, dann wollen wir bloß davon vergessen, dass das jemals passiert ist, und dann wollen wir das wiederleben. Dann kann Gott nicht reich sein. Wenn Gott nicht strafen wird, wenn der Sinn ist, dann kann er uns nicht Leben geben, wenn wir gehorsam sind. Das schafft nicht beide Wege zu haben. Gott ist gerecht, er ist heilig und du hast nicht einen Sinn an ihm, das nicht schlechtet an ihm, er ist wirklich heilig und dort meint du, es nicht artig an ihm. Wenn er dort nicht gut lassen wird,
dann ist er nicht heilig, dann ist er nicht reich. Und das ist reich von Heirat für mich und die, wenn das trägt uns nur arm. Wenn du kann wieder Fräd haben mit Gott. Wen Ferken sind seine Frauen gewesen, als dort, wo kann wir, wenn wir nicht mal, oder wo kann wir das sagen, dass wir unsere selbe Struf sind, was arm dann wird, da wir noch fair das Gesetz, wir noch kein Gesetz, und wir noch nicht, dass wir lesen, dann auch all diese Dinge, was uns in jener Merkung mit Gott passiert, alle fair das Gesetz. Und das Gesetz wird niemals nicht eingeführt, für mich, die dort wir kann gut genug tun, dass Gesetz, dass wir kann trainen Gott kommen. Das wir nochmal bloß, dass wir können sozusagen ein großes Dach, ein großes Licht planken sein, das ist ein Sinn. Das ist, was das Gesetz für wir angeführt. Dass wir können sagen, was der Sinn wird, und dass wir können sagen, als Fehler und ein Rara. Und in diesen Stunden, seid ihr noch alle drüber wieren. Auf einmal kriegen wir das zu sein, dass wir, wo wir wieren und sagen, Jesus, dann regt er seine Hand in uns und sagt, komm zu mir. All die, die schwer beladen sind. Ich will ihnen Ruhe geben für ihre Seele. Gott hat uns wirklich so viel besser gegeben, als was wir uns verdient haben. Sie Adam, der wir dann, als er gemerkt wird, er soll regieren über alles, was er beehrt wird. Das wird er gemerkt wird. Ganz am Anfang an, als er morgen früh merkt, dann sagt er, sie sollen fruchtbar sein, sie sollen regieren über alles, was da beehrt wird. Über die Fisch, über die Vögel, über die Dinge, die Krüppen, über alle Tiere. Sie sollen regieren. Er wird sozusagen König über die Welt. Und er verliert sind, als er seinen Deut. Jesus ist gekommen. Er bringt eine ganz andere Art Königreich mit an. Er ist König über Himmel und Erde und über alles. Und was kommen soll, ist nicht bloß von eurer Pferde ab ewig, und das ist seine Herrlichkeit, sein Herrlichtum, was kommen wird. Und sein Königreich ist ab immer. Und wer du dann sterben wird, der kann für ewig leben, in ganz ohne Sinn, in ganz ohne, dass der Feind kann an uns schaffen. Kriegt so aus, wenn der Feind nach im Himmel wird, das sagt, dass er will Gott sein und er will sein Gott seine Städte hinnehmen, der wird arm und all seine Engel in dem Himmel rückgesagt. All die, was selbst an ihrer Entscheidung gemacht hat, sie wollen mit den Feind schaffen. Zu der Zeit wird er noch nicht Feind genannt. Dann wird Lucifer, das wird ein sehr schmackes Engel, was Gott gemerkt hat. Und jeder einer, was die Entscheidung gemerkt hat, wird rückgesagt. Kriegt sie nicht, das schafft nicht, dass wir können sagen, okay, Jesus kam, er starb von den Kreuz. Das meint dann von der Zeit an, alle, die dann neu gekommen sind, alle automatisch geraten. Du musst am annehmen aus Gott. Das sagt alle, die an ihm glauben. Wie kann jeder ein von den Engeln, was rückgesagt wird, der wird rückgesagt, wenn die Entscheidung, was sie gemerkt haben. Jeder ein von uns, wenn wir die Entscheidung merken, Jesus Christus unternehmen, er nimmt uns zu drei in seinen Himmel an. Und nicht bloß, wenn wir hier aufsterben, dann hat er uns nu all von seinen Heiligen Geist und geht von seiner Leib in uns Hort an, dass wir nu kann bestimmen, wo wir hier und da. Er bringt uns drei, Jesus bringt uns drei nach uns Futter, dadurch wird er dann in Kreuz. Und der Vers, auf hier zu lesen, dann sind wir nu in Genut, in Hoffnung und in Genut. Der Genut, der kam nicht bloß mal nur Jesus. Gott hat von Anfang an von der Welt Genut geschafft. Genut wird ein Part von Gott sein Plan, was er mit Adam schaffen wird. Man reicht Adam einfach von Anfang an der Welt, bin eng von der Welt. Jede Person, die an Jesus glauben wird, aus Rara, wird geraten, wird am annehmen wird, und durch Arm kommt sie im Himmel an. Als Gott mit Adam handeln, wenn er begonnen hat, hat er euch Genut,
mir nicht plötzlich dort, deed wirklich die Kleider, was sie sich selbst gemerkt haben, aufnehmen und wirklich was geben, was dann am Bild wird von Jesus. Dat hij hat een Lamm dort gemerkt und von dort Kleider gemerkt verernt. Hij handelt genoeg met, als Jakob seine 12 Sehens hat, alle Dinge, was sie begonnen deuten. Hij handelt met Israel genoeg. En maar als hij de Gesetz geven, dat wir genoeg ween, du daar kan we zijn wat de zin is. Hij wil gaan wie aan de aanzicht komen, wat de zin is, dat we kan du van wegrennen en arm aannemen, als ons persoonlijke heiland. En de zin wat Adam begonnen deed, dat wird vielleicht, das ist ein interessantes Vergleichnis. Hij wordt gesagt, von des Baum nicht nehmen. En der deutet über. So nu wird hij een Stehler. Hij nimmt, wat am nicht gehören deed. En als Jesus Christus an den Kreuz wird, Lukas 23, als Jesus am Kreuz hängt deed, wird ein Stehler an seine Seite. Hij sagt zu ihm, eerstlich, wenn eine Sinn, was Adam begonnen deed, wird damit uit den Garten uit de Paradies uitgenomen, kunnen niet meer bang zijn. Als das Stehler am Kreuz besiegt am sagt, denkt an even die in den Himmelreich kämpft, dann sagt er zu ihm, von der, was du noch mit mir im Paradies sein. So, der Sinn, der nimmt uns zurück, und Jesus sagt, da ich an am Glauben nimmt uns treten an, aber nicht mehr da, wo wir ihr schwören, das wird eine wirkliche, ewige Stadt sein. Du wird kein Sinn mehr sein, kein Fluch mehr sein. Du sagst dort Paradies, wirklich, und du kannst mit uns Herrn Heiland taub sein. Für alle Zeit. Und das ist ein wunderschöner Kapitel. Ich lege, was hier loten, für nu. Aber dort wahrlich tust das Kapitel ever lesen und studieren. Da sind noch viel mehr Dinge bei, und ich habe vielleicht im Karten, aber ever gehen, was alles bei ist. Aber jetzt wirklich, der Reema-Brief, das hat sehr viel Unterbeiden für uns, das geht wirklich schön hier durchkommen. Gott hat wirklich eine Leben für mich und die, und hat einen Plan. Und willst wir an einem glauben, gibt uns von seinem Herrn Geist und seinem Leben, dass wir wirklich kann in uns Wort Frieden haben mit Gott. Ist das möglich, mit Gott Frieden zu haben? Wenn wir ihn annehmen, dann ja. Für dort, dann bringt nichts nicht ans Frieden. Wir werden noch einmal beten zum Schluss. Vater im Himmel, wir kommen noch einmal für die, das sind schöne Morgen. Wir danken dir, Herr, für deine Leib für uns. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für dein Sehen. Wir danken dir für dein Wort. Dass wir immer weiter können, das weiter holen und das frisch ansehen, was du hast getan für uns. Und dass das wer in Gnade und wer in Leib, was du hast getan. Wir danken dir dafür, Herr. Ich freue mich, dass du wirst, jeder Mensch von uns wirklich an unsere Worten erinnern, dass wir wollen daran denken, was du getan hast für uns. Dass du uns das wirst in unsere Namen bringen, wo Gott du bist. Und dass du uns wirst einen Hunger und einen Durst geben in dein Wort und in deine Gerechtigkeit. Wir danken dir, Herr, was du wirst tun, nu von hier wieder auch nach durch den Herr Jesus. Wir danken dir durch Jesus in Namen. Amen.